53%. So viel würde im Moment Ja sagen zur SRG-Halbierungsinitiative. Das heisst, eine Mehrheit der Leute sind nicht mehr bereit, jedes Jahr 335 Stutz zu zahlen für ein Fernsehen, das ihnen nicht mehr passt. Was hätte das aber für Konsequenzen? Für dich, für mich, für uns alle? Ciao zusammen von Gunten hier. Herzlich willkommen, wie gewohnt vom Strand in Hermosa Beach, wo ich alle Wochen ein neues, aktuelles Thema in die Hüpple nehme. Heute schauen wir uns an, was die Initianten eigentlich genau wollen. Dann hören wir, was die Leute von SRG dazu sagen. Und als Vergleich zeige ich euch, wie es in den USA aussieht. Die müssen ja keine so Zwangsabgabe zahlen. Auf das Thema bin ich gekommen, weil ich über eine Umfrage gestogelt bin, die Tamedia und 20 Minuten gemacht haben. 53% der Befragten würden aktuell für eine deutliche Reduktion der SRG-Gebühr stimmen. Dagegen sind ca. 44%. Unentschlossen sind nur 3%. Der Blick hat als Reaktion zu diesen Zahlen von einem Schockszenario für die SRG geschrieben. Watson titelt, natürlich aus purem Zufall, ganz ähnlich. Es sei ein Umfrageschock für die SRG. Die Folgen, so sagen sie, wären gravierend. Aber schauen wir doch zuerst mal an, was diese Initiative da so Krasses ändern will. Ich habe mir den Initiativtext mal ein bisschen genauer angeschaut. Im Kern fordert die Initiative eine Senkung der Seraphengebühr. Diese Gebühr soll von 335 auf 200 Franken herunterkommen. Jeder Privathaushalt soll diesen fixen Betrag blechen. Die Initianten sagen, 200 Stutz lange Wäger. Die heutige Seraphengebühr von 335 Franken ist viel zu hoch. Vor allem im internationalen Vergleich. Nie sonst auf der Welt zahlen wir so viel für einen staatlichen Rundfunk. Seraphe ist übrigens die Firma, die in der Schweiz die Radio- und TV-Gebühren eintreibt. Vorher hat das die Beilage gemacht. Auch für die Unternehmen ist diese Abgabe ein Ärgernis. Das Komitee redet von Doppelbesteuerung. Privat müssen wir zahlen und dann mit dem eigenen Geschäft auch noch mal. Obwohl die Firmen vielfach gar keine Medien konsumieren. Das ist unnötig und unfair, besonders für kleine Buden. Darum sollen alle Unternehmen künftig auch nichts mehr abdrücken müssen. Ein weiteres Argument ist, dass junge Menschen für ein Angebot zahlen, das sie kaum mehr brauchen. Die meisten informieren sich über YouTube, TikTok oder Podcasts. Aber auch wenn nicht mehr Fernsehen schauen, müssen die vollen 335 Franken drücken. Ja gut, das Initiativkomitee erhofft sich von der Gebührenkürzung vor allem positive Auswirkungen. Die SRG, sagen sie, sei zu gross geworden. Die machen Serien, Game-Shows, Lifestyle-Sachen, Kultur- und Social-Media-Inhalte. Konkret, mittlerweile betreiben die 17 Radiosender, 7 Fernsehsender, Streaming-Plattformen, Webseiten und Apps. Alles unter dem Dach der SRG. Das Komitee meint, die SRG sei aus dem Gleichgewicht geraten. Die sollen wieder schlanken und sich auf das Zentrale konzentrieren. Unabhängige Informationen anbieten, in allen Landessprachen, aber ohne mediales Überangebot. Sie sagen auch, weniger SRG belebe den Medienmarkt. Weil, wenn die SRG kleiner werde, gäbe es Raum für andere, für neue Stimmen, regionale Anbieter, kleinere Online-Portale. Es würde den Medienmarkt auffrischen. Und noch ein Punkt, den sie aufzählen. Die SRG sei ein privatrechtlicher Verein mit grossem Einfluss. Aber es fehle die demokratische Kontrolle, wie die Gelder eingesetzt werden, die durch die öffentlichen Zwangsabgaben bekommen. Konkret sagen Kritiker, die SRG beeinflusse mit ihrem Programm die öffentliche Meinung. Aber sie machen das häufig einseitig. Vor allem bei heiklen Themen wie Migration, Kriege, Klima oder Corona kommen abweichende Stimmen kaum mehr vor. Oder nur noch mit abwertendem Unterton. Darum kommt das Initiativkomitee zum Schluss, weniger Geld bedeutet auch weniger Einfluss. Nebst diesen prophezeiten Änderungen will die Initiative auch sicherstellen, dass sich gewisse Sachen aber nicht ändern. Zum Beispiel die Unterstützung der Regionen.
der Schweiz gibt es 4 Landessprachen und die SRG bedient alle 4 von denen. Damit das fair bleibt, wird das Geld nach einem Schlüssel verteilt. Also ein Teil geht in die Deutschschweiz, ein Teil in die Romandie, ein Teil ins Tessin und ein kleinerer Teil zu den Rätoromanen. Und das soll weiterhin so bleiben. Weiter wird betont, die regionalen Privatsender sollen weiter unterstützt werden. Die sollen weiterhin rund 81 Millionen Franken pro Jahr bekommen. Gleich viel wie heute. Also, auch wenn der Topf mit den Gebühreneinnahmen insgesamt schrumpfen soll, sollen die Kleinen weiterhin gleich viel bekommen. Nur die SRG müsste halt mit Kürzungen zu Gang kommen. Als letzter Punkt soll der Betrag, also die 200 Franken, in der Verfassung verankert werden. Das bedeutet, nur das Volk könnte das je wieder ändern. Nicht der Bundesrat, nicht das Parlament, nur eine neue Abstimmung. Zusammenfassen könnte man die Forderungen der Initianten also etwa so: weniger zahlen, fairer verteilen und die SRG zurück auf ihren Kernauftrag bringen. Die Initiative, die aus bürgerlich-wirtschaftsnahen Zirkeln gestartet wurde, soll im März 2026 zur Abstimmung kommen. Es bleibt also noch ein bisschen Zeit, aber die Debatte darum läuft auf alle Fälle schon auf Hochtouren. Ich wollte als nächstes wissen, was die direkt Betroffenen sagen. Also, was die SRG dazu sagt. Die SRG warnt deutlich, mit 200 Franken können sie ihren Auftrag nicht mehr erfüllen. Weil über die Hälfte von ihrem Budget komme aus dieser Seraphe-Gebühr. Das sind rund 1,3 Milliarden Franken pro Jahr. Wisst ihr eigentlich, was in diesem Grundauftrag genau drinsteht? Ich habe es auch nicht gewusst. Und darum bin ich mal für uns alle nachschauen. Ihr müsst euch das jetzt nicht durchlesen. Ich habe es zusammengefasst. Der Grundauftrag steht im Radio- und Fernsehgesetz und in der SRG-Konzession. Dort heisst es, ein bisschen vereinfacht gesagt, die SRG soll informieren, schulen und unterhalten. Zweitens, oh Gott, verschluckt, vielfältige, sachgerechte, unabhängige Programme bieten, in allen 4 Landessprachen senden, die kulturelle Vielfalt der Schweiz abbilden, zur freien Meinungsbildung beitragen und die Demokratie stärken. Diesen Auftrag könnten Sie also mit weniger Kohle so nicht mehr gewährleisten, sagen Sie. Das ist aber noch nicht alles. Sie reden noch von weiteren Konsequenzen. Wenn die Initiative durchkommt, dann fehlen plötzlich hunderte Millionen. Ganze Sender müssten eingestellt werden. Oder auch viele Formate. Die Generaldirektorin Susanne Wille sagt es so: eine halbierte SRG wäre das Ende. Zumindest das Ende einer SRG, so wie wir sie heute kennen. Auch Arbeitsplätze sind ein grosses Thema. Die SRG redet von bis zu 3000 bedrohten Stellen. Nicht nur intern, sondern auch bei externen Produzenten. Kameraleute, Technikerteams, also Menschen, die häufig als Zulieferer bügeln. Weniger Geld, sagt also die SRG, heisst auch weniger Jobs, weniger Inhalt, weniger Qualität. Und vor allem würde die Regionalpräsenz leiden. Das wäre fatal, weil die Medienvielfalt heute schon unter Druck. Häufige Regionalzeitungen sind schon verschwunden und die Verlage sind am Sparen und am Zusammenlegen. Oder sie lösen sich auf. Wenn jetzt noch die SRG schrumpfe, dann gut nach dem 6. Das reisst dann noch mal eine grosse Lücke in die Regionalabdeckung. Und es ist auch nicht so, dass die SRG völlig übergewichtig dasteht. Wir haben in den letzten Jahren bereits ganze Sender zusammengelegt. SRF Virus sind eingestellt worden, Redaktionen in der Romandie und im Tessin hat man fusioniert. Es sind über 200 Stellen abgebaut worden. Und wir haben neue digitale Formate entwickelt, wie Play Swiss, News-Apps und Content für TikTok. Aktuell läuft ein weiteres Sparprogramm. Bis 2029 sollen 270 Millionen Franken eingespart werden und noch einmal rund 250 Stellen weggehen. Außerdem behauptet die SRG,
öffentlich-rechtliche Medien sind wichtig für die Demokratie. Gerade in unsicheren Zeiten, wie während Corona oder vor hitzigen Abstimmungen, will die SRG ein verlässlicher Anker sein, weil sie nicht abhängig sind von Klicks und auch nicht gesteuert von Sponsoren. Die Sorge der SRG ist also, dass wenn der öffentlich-rechtliche Journalismus geschwächt wird, dass dann gewinne Desinformation an Boden. Vor allem auf Social Media. Darum sehe sie diese Initiative nicht nur als Sparvorlage, sondern als Angriff auf einen unabhängigen Journalismus. Ich weiss, was viele von euch jetzt sagen, aber hey, das sind nicht meine Worte. Ich berichte an dieser Stelle nur, was die SRG sagt. Verurteilt also nicht mehr, ich bin nur der Überbringer von Nachricht. Item. Nach diesem eher ernüchternden Umfrageresultat hat die SRG reagiert und hat jetzt eine Tournee durch das Land gestartet. Die sogenannte Beizentour bringt die SRG direkt zu den Leuten. Sie wollen so das Vertrauen wieder zurückgewinnen. Also, die Argumentation der SRG auf den Punkt gebracht ist, weniger Geld bedeutet weniger Sender, weniger Vielfalt und eine schwächere Demokratie. Jetzt. Bei Initiativen gibt es ja vielfach auch einen offiziellen Gegenvorschlag. Gibt es da auch etwas in dieser Art? Das wollte ich als nächstes wissen. Der Lärm, den ihr hier im Hintergrund hören, ist übrigens der von einem Sonntagsmorgenmarsch, der eine grosse Schuhbude hat organisiert. Item. Der Bundesrat hat probiert, einen Kompromiss zu finden. Er hat vorgeschlagen, die Seraphengebühr leicht zu senken, von 335 auf 300 Franken. Auch Unternehmen hätten teilweise entlastet werden. Kleine Buden hätten weniger oder gar nichts mehr müssen zahlen. Ein Teil davon ist bereits eingeleitet worden. Der Bundesrat hat angekündigt, diese Gebühr ab 2027 auf 312 Franken zu senken und ab 2029 dann auf 300 Franken oben zu kommen. Aber ob das so jetzt kommt, ist glaube ich ziemlich offen, weil rechtlich könnte das also wieder rückgängig gemacht werden. Im Moment gilt auf alle Fälle weiterhin 335 Franken pro Haushalt. Ein umfangreicherer, offizieller Gegenvorschlag ist im Parlament Bach abgeschickt worden. Trotz interessanter Ideen, wie zum Beispiel eine Finanzierung aus der Mehrwertsteuer. Ja noch, haben sich die Zankis also nicht gefunden. Als nächstes habe ich für euch zusammengetragen, wie es in den USA aussieht, in Sachen Fernsehen, Abdeckung etc. Weil hier gibt es ja keine so Zwangsabgabe. Und das ist noch spannend. Was passiert, wenn es keine Zwangsgebühr gibt? Wie sieht die Medienlandschaft in einem solchen Fall aus? Schauen wir doch am einfachsten auf die USA. Der zahlt niemand per Zwang für das Fernsehen oder Radio. Es gibt einen öffentlichen, rechtlichen Dachverband. Der ist unterteilt in 2 Divisionen. PBS für das Fernsehen, NPR für das Radio. Der Verband produziert mit rund $400 Millionen von Steuergeldern ein paar wenige nationale Formate. Zum Beispiel Frontline, ein investigatives Journal, oder PBS NewsHour, eine Nachrichtensendung. Rund 300 lokale TV-Stationen als Mitglieder des Verband dürfen diese Formate kostenlos übernehmen. Aber das deckt nie einen ganzen Sendetag ab. Die müssen zusätzlich noch eigene regionale Inhalte produzieren, mit eigenem Budget. Das bedeutet für die Spendenaufrufe, lokale Sponsoren finden, Werbeplätze verkaufen. Viele von diesen kleinen Sendern, vor allem in ländlichen Regionen, kämpfen, um zu überleben. In vielen Gegenden gibt es eben mittlerweile gar keine lokalen Stationen mehr. Und wer übernimmt stattdessen? Die privaten Medienriesen. Es gibt eine schier endlose Auswahl an Sendern. ABC, CBS, NBC, CNN, Fox, ESPN, HBO, Hulu, MTV etc. Auf den ersten Blick wirkt das wie Vielfalt. Es gibt News, Serien, Doc-Filme, Streaming etc. Aber wenn man genauer hinschaut, fällt auf, dass hinter all denen nur ein paar wenige Eigentümer stehen. Alle relevanten Sender gehören 6 grossen Medienkonzernen. Und die kontrollieren den Markt.
Disney, Comcast, Warner, Paramount, Fox und Sony. Denen ihre Interessen bestimmen, was läuft. Diese Konzerne machen dann mit ihren Sendern so Päckchen, die sie verkaufen. Ein Grundabo kostet ca. $40 im Monat. Aber will man noch ein bisschen Sportübertragungen drin haben, dann wird es sofort teurer. Der Durchschnittspreis von so einem Abo ist landesweit um die $100 pro Monat. Das bedeutet, die Big Six können mit Budgets von zwischen 30 bis 80 Milliarden $, im Jahr rechnen. Aber es ist nicht alles Gold, das glänzt. Die klassischen Kabel-Abos sind eben seit Jahren rückläufig. Darum werden immer mehr ehemalige TV-Stars und ihre Sendungen zusammengestrichen. Als Alternative bauen die Mediengiganten eigene Streamingdienste auf, um Netflix die Stirn zu bieten. Weil scheinbar ist im On-Demand-TV mittelfristig die Zukunft und somit auch wieder das grosse Geld zu finden. Übrigens, Netflix wird zwar nicht zu diesen Big Six dazugezählt, weil die keine klassischen Sender sind, also keine Nachrichtenstudios und auch keine Zeitungsverlage haben. Aber klar, als Streaming-Gigant bestimmen sie mit, was die Leute schauen. Item. Es gilt, wer zahlt, befiehlt, welche Sendungen und Botschaften gesendet werden. Das sind also die grossen Werbekunden, hauptsächlich die Pharmaindustrie hier, oder Investoren und nicht zuletzt die meistens steinreichen Inhaber. Die Folge davon: eine grosse Blasenbildung. Die Vielfalt und damit eine unabhängige, objektiv einordnende Berichterstattung geht dabei natürlich schwer zu flöten. Zusammengefasst, in den USA gibt es keine Zwangsgebühr, aber auch kaum eine öffentliche Grundversorgung. Dafür 6 Konzerne, die fast alles kontrollieren und ihre Agenda pushen. Kann man dann jetzt ein Fazit ziehen? Welches System ist jetzt besser? Das von der Schweiz oder das hier? Je mehr ich darüber nachhine, umso mehr komme ich zur gleichen Antwort. Es ist auch ein Käse von beiden Systemen so richtig ideal. Weil die ehrliche, stocknüchterne Kernwahrheit ist auch, dass am Schluss immer der entscheidet, der zahlt. Wie sagt man so schön? Niemand beisst die Hand, die einem füttert. Im privaten System sind es die Investoren, die Werbekunden, die Sponsoren. Wenn etwas nicht funktioniert, zu wenig Klicks, zu wenig Zuschauer, zu wenig Likes, dann fliegt es raus. Unbequeme Inhalte, die die eigene Zielgruppe irritiert, ja, ist auch schwierig. Im öffentlich-rechtlichen System kommt das Geld vom Staat oder über ein Gebührenmodell, das vom Parlament oder dem Bundesrat oder Gremien festgelegt wird. Und auch der gilt: je enger die Verbindung zur Politik, desto grösser die Versuchung, sich anzupassen. Vielleicht nicht direkt, aber über Tonfall, Auswahl, Gewichtung oder Weglassen. Beide Systeme haben also ihre eigene Form von Abhängigkeit. Hier das Geld der Wirtschaft, dort das Geld vom Staat. Und das hat Konsequenzen. Ehemalige Mitarbeiter berichten, dass in vielen Redaktionen Druck von oben kommt. Die Chefs geben eine Richtung vor und die Journalisten passen sich an. So entsteht mit der Zeit eine Art Selbstzensur. Niemand will die eigenen Geldgeber verärgern. Gibt es denn ein ideales System? Meine Gedanken dazu jetzt noch wie gäng ganz am Schluss. Im ersten Moment habe ich nicht gewusst, ob ich Ja oder Nein stimmen. Beide Seiten haben scheinbar gute Punkte, die mir einleuchten. Was ich persönlich nicht gut finde an der Initiative ist, dass die Zahl 200 Stutz in die Verfassung geschrieben werden soll. Die Aufgabe der Verfassung ist nach meiner Ansicht, dass sie Grundsätze regelt und nicht Details wie die Höhe eines Zwangsbeitrags. Das gehört meiner Meinung nach auf eine Gesetzesstufe. Was ich aber durchaus nachvollziehen kann, ist, dass viele Leute die Gebühr nicht mehr blechen, weil sie mit den Inhalten nicht mehr zufrieden sind. Sie fühlen sich nicht mehr vertreten oder nicht fair informiert. Ich zähle mich auch dazu. SRF wird zunehmend als regierungsnah wahrgenommen und politisch linkslastig. Man sieht es auch daran, dass hinter der Initiative mehrheitlich bürgerlich-konservative Kreise stehen. Das ist kein Zufall. Dann kommt noch etwas dazu. Die Jungen, aber auch immer mehr die Älteren, die sind weg. Und wer SRF im Fernsehen nicht mehr schaut,
sucht denen ihre Inhalte dann auch online nicht mehr. Auch wenn die SRG versucht, auch digital präsent zu sein. Wer einmal weg ist, ist weg. Und trotzdem muss man dann 335 Franken im Jahr zahlen. Für etwas, das man gar nicht mehr konsumiert. Das ist frustrierend. Jetzt steht natürlich die Frage im Raum, was wäre echt das beste System? Ganz ehrlich, ich kann es auch nicht sagen. Aber ich frage mich immer mehr, warum nicht ein Abo-Modell, das man jederzeit lösen kann, aber auch künden. Wie das ja jetzt Netflix macht. Oder würde eventuell sogar ein Spendenmodell funktionieren? Ein Journalist hat mir kürzlich mit nachhaltigem Ton erklärt, dass es ohne Zwangsabgabe nicht ginge. Er brauche schliesslich einen Lohn. Man kann als Journalist ja nicht von Luft und Wasser leben. Ich lebe das aber ganz anders. Seit ich selber mit vergonnten Inhalt mache, sehe ich den Gegenbeweis fast jeden Tag. Die Leute sind durchaus bereit, etwas zu geben, wenn sie der Inhalt überzeugt. Nicht aus Zwang, sondern aus Wertschätzung. Wenn man etwas liefert, das dem Zuschauer gefällt, dann kommt da etwas zurück. Warum also nicht auch bei der SRG? Und noch ein letzter, vielleicht ganz frecher Gedanke. Vielleicht müsste die SRG ihren Kernauftrag neu überdenken. Weg vom reinen Inhaltsproduzent. Und stattdessen eine Plattform für Inhalt werden. Quasi das YouTube der Schweiz. Zugänglich für alle Content-Hersteller. Die SRG kann dort ja immer noch ihre eigenen Kanäle betreiben. Aber das wäre eigentlich das Angebot. Raum schaffen für viele, nicht nur für sich selber. Item. Ich meinte, die Welt wäre eine bessere, wenn die Badmeister mehr zu sagen hätten. Et voilà, dann würde ich sagen, das war es wieder mal für heute. Ganz herzlichen Dank an alle, die mich mit dieser Spende unterstützen. Mir ist letzte Woche das Mikrofon zu Flöten gegangen. Ist halt alles ein bisschen salzig hier und das Zeug leidet dementsprechend ein bisschen mehr. Auf jeden Fall, dank euch konnte ich kurzerhand ein neues kaufen. Merci vielmals. Ich darf also sagen, der Vogunten bekommt nichts vom Zwangsgebührenkuchen, sondern ist zu 100% unabhängig und zuschauerfinanziert. Ihr findet die Spendeninfos übrigens unter www.vogunten.ch oder auch im Beschreibungstext von jedem Video. Danke also nochmal ganz herzlich an alle Unterstützer. Übrigens, auf der gleichen Webseite vogunten.ch habe ich ganz unten eine häufig gestellte Frage beantwortet. Wieso hat der Vogunten eine Kappe auf dem Gring? Auch im Sommer. Wer es interessiert, schaut dort mal nach. Also, merci fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.